Da wirst Agrargesetz also in Depot gemäht am August, das nur beim Staatsrot. Und wenn das bis weit fertig ist, dann wird wahrscheinlich nicht mehr ganz viel ändern. Dafür hoffen wir, dass wir es fertig bringen, dass wir nur wirklich ein Agrargesetz haben, was den Bauern in der Landwirtschaft Perspektiven aufweist, weil du sich fertig bringt, den dynamischen Bauer, die gut schafft, für den zu unterstützen. Und ich meine, dass das muss, wie wir den Agrargesetz da ist, ein Agrargesetz gibt Weiche für die Zukunft gesagt, und dafür ist das für die Landwirtschaft das wichtigste Gesetz. Für CSV ist es definitiv klar, dass wir nur als Landwirtschaft brauchen, eine Landwirtschaft, die immer als Hauptaufgabe hat, Lebensmittel zu produzieren, und dafür so auch die Lebensmittelsicherheit und auf der anderen Seite Klimaschutz. Die geben wir den und die müssen wir den gehen. Und wir wissen alle gut, dass die Weltbevölkerung wiest, das heißt, dass wir sich müssen mehr Lebensmittel weltweit produzieren, für Hunger zu verhindern. Und dass wir das in Zukunft müssen machen, weil wir auf der anderen Seite das Klimaziel haben, das heißt, in Zukunft muss man fertig bringen, mehr zu produzieren mit meiner Input. Und das geht. Ich bin fest davon überzeugt, das geht, aber das geht nicht mit einer einfachen Lesung. Und die einfache Lesung, die der Agrargesetz viel gesagt hat, das ist einfach der Landwirtschaft festlegen. Und das kann nicht Lesung sein. Für das den bisschen versteht, wie das zu Lützeburg schläft, man vielleicht just einen kurzen Exkurs. Wir haben 120.000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche, von den 120.000 Hektar als tauschend zu 60.000 Hektar Grünland. So, das Grünland ist extrem gut für das Klima, weil es kann ganz viel CO2 bannen. Und das ist ein großer Vorteil, den wir haben. Das muss man auch so, und dafür ist die Landwirtschaft ein Teil von der Lösung von der Klimaproblematik. Das heißt, auf der anderen Seite muss man das Grünland nutzen. Aber wir können nicht als Mensch Gras essen. Das machen wir nicht. Also müssen wir gucken, dass wir das Gras verwerten, für das wir Lebensmittel produzieren. Und dafür brauchen wir Kühe, wir brauchen Rinder, wir brauchen Milchkühe, Gästen oder Schaf. Und die Tiere einfach, die produzieren natürlich Methan oder Ammoniak. Aber wir können nicht auf das Grünland verzichten, und dafür so ein scheinheiker Klar, zu Lützeburg gibt es keine Klimalösung ohne Milchproduktion und ohne Randfleischproduktion. Das sind die zwei Hauptstandbeine von unserer Landwirtschaft, und eben nicht im SOS, weil wir eben den Grünlandstand auch sind. Und die zwei Standbeine, die müssen wir auch so behalten. So, der Landwirtschaftsminister hat am Anfang immer gesagt, dass sich Zeit lassen beim Agrargesetz, gibt mal im Sektor gucken, für die grosse Marschrichtung festzulegen. Und du bemol, das müsste sehr gehen, du bemol pochten über darauf, dass das am Januar soll pratzen. Wir wissen, dass wir Übergangslesungen haben. Und das, und dazu mal klar, bessere, dass wir am Februar oder März pratt mit Marschrichtung zusammen mit den Bauern festgehalten. Ich habe schon gesagt, mit Klimazielen, Lützeburg, das wird wichtig sind die Ammoniak-Emissionen. Lützeburg hat sich als Ziel gesetzt, dass wir bis 2030 22% raufgehen. Andere Länder haben 90% gesagt. Ich will auch schon eine Klammer abmachen. Als Bauern müssen wir mit diesen Ländern konkurrieren. Bei mir haben 22% gesagt. Und dann müssen sie sich natürlich überlegen, wie können wir das erreichen. So, die Landwirtschaft, das Landwirtschaftsministerium, den sitzt ganz einfach bei einzelbetrieblich Produktionsbremse an der Viehhaltung. Ohne im Prinzip Rücksicht auf Verluste zu machen. Ich erkläre vielleicht, was Sie wollen. Sie sollen, wenn der Betrieb theoretisch, das sind theoretisch berechnet, Zölen, in mehr wie 2 Arbeitskräfte braucht für seine Viehhaltung, aber wenn er dann bewegt will, mehr Halle braucht eine Autorisation vom Minister. Die Autorisation kriegen wir wahrscheinlich nicht, weil sie dann refusiert gehen, weil Lützeburg sind Klimaziele nicht erreicht. Das heißt, er möchte eine einzelbetriebliche Produktionsbremse, unabhängig zu gucken, schafft der Betrieb nur gut oder schafft er nicht gut. Der geht einfach gedeckelt an seiner Produktion, wenn national Ziele nicht erreicht gehen. Das ist ein bisschen so, wie wenn ich komme aus der Schule
meine Ronny kennt mich noch durch, ich meine schon nie eine Klasse-Retenue gegeben, aber das ist so, wie wenn ihr eine Klasse-Retenue geht. Irgendein lässt einen kommen und dann geben wir eine Klasse-Retenue. Für was? Wir wollen das vielleicht mehr einfach, als wie sich zu planen, wen oder da kommen muss. Aber genau das ist das, was wir kritisieren. Wir kritisieren, dass das Minister nicht nur irgendwelchen wissenschaftlichen Produktionskriterien guckt oder Nachhaltigkeitskriterien guckt, für Problematik umzugehen. Wie gesagt, allein Gräst guckten, allein Dunzel von der Kei guckten. Und das geht nicht. Das kann nicht der Landwirtschaft einfach irgendwelche ideologisch fesseln. Das möchte bei keinem anderen Wirtschaftssektor gemäht. Ich meine auch, dass kein anderer Wirtschaftssektor das akzeptieren. Muss ich sich wirklich fragen, mit welchem Recht bremst die Regierung Betriebe aus, ohne wirklich wissenschaftliche Argumente, ohne Nachhaltigkeitskriterien zu gucken. Auch das kann ich so, da seht ihr ganz einfach, groß als doof ist schlecht für den Klima. Aber groß muss ich noch relativ gucken, weil 2 Arbeitskräfte theoretisch berechnet entsprechen an der Realität vielleicht nicht mehr engem ein bisschen. Das ist auch ein pauschal aus, oder das so wie ein aus so blond als dumm. Das ist selbst. Also, das Ministerium sieht, groß als schlecht. Ohne irgendwelche anderen Kriterien zu gucken. Und dafür so wir, müssen, und das fördern wir auch, den Betrieber Moyen zur Verfügung gestellt geben, für das richtige Betriebsmonitoring gemacht wird. Einzelnen Betrieb, beim einzelnen Betrieb, ein Nachhaltigkeitscheck, ein Klimacheck gemacht wird, eine richtige Beratung drauf hingemäht wird. Da gibt es andere Kriterien, die viel mehr aussagekräftig sind, wie ein von dem Dunzel von theoretisch berechneten Arbeitskräften. Zum Beispiel Besatzdichte. Besatzdichte war das einfach Dunzel von Beisten, die ich pro Hektar habe. Wenn ich da viel Hektar habe, dann habe ich ein Problem mit der Umwelt und mit dem Klima. Wenn ich darüber nicht viel pro Hektar habe, dann habe ich kein Problem, auch wenn ich viel Hektar habe. Das wird aber nicht geguckt. Oder in andere Kriterien wäre zum Beispiel Futterautarkie. Futterautarkie heißt, wie viel oder muss der Betrieb viel Futter zukaufen? Wenn ich mehr Futter so nutzen, dass ich im Prinzip dummer meine Produktion kann machen, dass ich Futter vom Betrieb, dann kaufe ich ja nicht viel Nährstoffe an. Wenn ich nicht viel Futter kaufe, kaufe ich nicht viel Nährstoffe an, dann hast du ja nur das Risiko, dass ich Nährstoffe am Überfluss habe, dass ich Emissionen habe, die auch mit klein. Also geht der Minister so, das wäre ein wichtiges Kriterium. Aber er sagt, das wäre aber mich schwer zu kontrollieren, wie du Dunzel für theoretisch berechneten Arbeitskräfte. Und das kann es, wie gesagt, nicht sein. Es kann nicht sein, dass wenn das Ministerium sagt, das ist mir kompliziert, wie der dann hat, da gucken ich einfach eine Pauschalberechnung zu machen. Das geht nicht. Und da muss ich sagen, da riskieren, dass Bestimmungen auch dann eventuell kontraproduktiv zu sein. Da wirst du Bauer als ein Entrepreneur. Wir wissen, dass der Marché Milch am Moment nur gefragt wird. Wenn der Bauer noch gebremst wird, als enger Entwicklung. Nur froh ist er da kann der Bauer immer gucken, was seine Kei die hat, die mehr intensiv zu füttern, und nicht nur auf der Wiese laufen zu lassen, viel mehr intensiv zu füttern, da könnte pro Kuh mehr Milch. Dann haben wir genau den Gegenteil von dem gemäht, was wir gerne hätten, weil dann kaufen wir ihrem Futter an, wir kaufen Nährstoffe an, aber wir haben da enorm zu viel, aber die Emissionen gehen nicht. Das ist auch das, was nicht berücksichtigt. Und dann muss ich aber auch ein Klammer sagen, etwas, was hier nicht nachhaltig produziert wird, wird ganz anders produziert. Das tun wir überall und da riskieren wir definitiv auf der anderen Platz, vielleicht in Konditionen zu produzieren, die in hier nicht erlaubt werden. Das geht warum wahrscheinlich dabei alles auf dem Marché importiert. Und das kann es nicht egal sein. Und dafür, wenn ich die ganze Marschrichtung gucke, den dynamischen, gut schaffenden Betrieb, auch gut am Punkt der Umwelt, die geht ausgebremst. Und auf der anderen Seite gesagt, der Agrargesetz evaluiert, dass der Nebenerwerb, natürlich auch kleiner, die nicht müssen davon leben, ich könnte da losen, genauso gefördert gehen wie den Haupterwerb. Da muss ich sich vorstellen, an die Frage, meine ich, hat man wirklich gerne eine klare Antwort von der Regierung, will das Regierung eine produktive Landwirtschaft zu Lützeburg? Für was ist das ein bisschen problematisch? Wir wollen den Nebenerwerb nicht so, der klar hat, der Nebenerwerb so wichtig, wir brauchen die zwei. Wir wollen den Nebenerwerb genauso stark subventioniert wie den Haupterwerb.
Und auf der anderen Seite mal Extensivierungsprogramme, wo am Prinzip keine Produktion mehr möchte, just noch einmal mulcht und du kriegst relativ viel Entschädigung, dann riskiert viel Fläche aus der Produktion rauszukommen und es riskiert doch, dass die Fläche dem Haupterwerbsbauer verloren geht. Stell dich vor, ich hätte einfach 10 Hektar zu verloren. Und wenn ich die 10 Hektar verloren und das Gesetz aus der Kraft, da kriege ich wahrscheinlich durch die neue Männer ran, wie wenn ich die 10 Hektar gefallen, ich meine den Nebenerwerbsbetrieb, ich kriege meine Subventionen und ich bezahle einen Bauer, der einmal am Jahr Mulch geht. Dann habe ich aber keine Produktion mehr drauf. Das ist aber vielleicht das, was die Regierung will. Und ich will die Fläche von dem Bauer fort, wo dann der Druck auf die andere Märkte nach mir rausgeht. Und dafür ist das, meine ich, eine von den kruzialen Fragen, was will die Regierung. Ich mache eine kleine Zusammenfassung von den Förderungen. Das ist das definitiv, wir fördern, dass die Regierung nach der Gesetz wirklich erstegemäßelt, das andere das bis erstegemäßelt von Alter wie in Dosen also 4, weil dann kommen ein paar Änderungen, ich denke, mit Marschrichtung sicherlich nicht mehr. Das ist direkt sollen am Sektor schwätzen für die nötigen Anpassungen bei der Marschrichtung zu machen. Wie gesagt, eine einfache Produktionsbremse für ihn, ohne zu gucken, ob der Betrieb klimamäßig gut schafft oder nicht gut schafft, das kann nicht Lösung sein. Wir fördern dann auch, und wir werden das frohen, dass die Landwirtschaftskammer an der Agrarkommission können, für das auch da kann hier Position allen Deputierten der gesamten Chambre durchlehnen. Der zweite Punkt ist, die europäische und Lützebauer Agrarpolitik muss sich auch nach Lebensmittelsicherheit als Ziel tun. Das wäre immer das Hauptziel von der europäischen Agrarpolitik und das ist noch immer ein wichtiges Ziel. Am Ziel der Nutzen den Anteil von nicht produktiven Flächen zu erhöhen. Wie gesagt, wir sind davon überzeugt, dass Lebensmittelproduktion, Lebensmittelsicherheit und Klimaschutz zusammen gehen. Es gibt keine einfachen Lösungen mehr, die müssen auch zusammen gehen. Dann brauchen wir, für den Betrieb kann klimamäßig gut schaffen, und auch für die Regierung die richtige Decision hat, brauchen wir im einzelnen Betrieb ein Monitoring, Nachhaltigkeitscheck, Klimacheck, für das die definitiv auch Richtung von eventuell Klimaneutralität, so wie es von der soweit möglich ist, geht. Wie gesagt, eine einfach Entwicklungsbremse kann nicht das adäquat Mittel sein, ohne eben zu gucken, wie gut oder wie schlecht der Betrieb klimamäßig schafft. Ein Betrieb, der klimamäßig gut schafft, den darf auch nicht ausgebremst gehen. Dann brauchen Klimaschutzinvestitionen auch an die Betriebsleiter, Bauer, als schon gesagt, Entrepreneur, ganz tags bringen die Investitionen nicht unbedingt mehr so. Dafür so macht, dass an dem Agrargesetz die Investitionen an den Naturschutz, Klimaschutz, Wasserschutz, ich meine Wort Digitalisierung, mit Digitalisierung und immens Potenzial beim Klima- und Naturschutz und auch deren Schutz leid froh, dass die so weit, also hoch wie möglich subventioniert, wie die EU erlaubt. Das ist im Moment am Agrargesetz noch nicht viel gesehen, auch da muss eine Anpassung kommen. Und da muss die Politik auch aktiv eine Alternative sichern. Wenn sie auf der einen Seite sieht, Griechenland muss ein Mann produzieren, dann müsste der Bauer auf der anderen Seite Hölle von den zwei Standbeinen aufstellen. Sie brauchen ja versuchen. Ich weiß nicht, du warst schon an der Schule, sind wir in Österreich geführt, also in Österreich ist es schon ein Innovationsberater gehen. Ein Innovationsberater, das heißt, von der Bauer gesagt hat, ich will gerne etwas umstellen, was kann ich machen, oder schon nicht als Idee, was kann ich machen, da kriegt derjenige geholfen. Wir haben heute in Lützeburg ganz tags das Problem, dass wenn der Bauer eine Idee hat, da geht er bei einer Verwaltung und da geht er echt dann aufgebremst. Und dafür wiederholen Scheinerenkreis Förderung, dass wir da den Bauer aktiv müssen unterstützen und das kann unter anderem durch ein Kompetenzzentrum in Agricultural Hub oder wie ihn da immer nennt, gehen. Ich meine, so eine Motion war schon für 8 Jahre aufgestimmt, geht unangenehm umgeholt gehen und das nicht geschieht. Betriebe brauchen Planungssicherheit. Und die Planungssicherheit haben sie mit, so wie Melo oder wie Lo im Moment beschafft wird, absolut nicht. Das Regierung hat bis 2021 zu den Bauern gesagt, was sie gerne wollten, eine Beihilfe kriegen an ihrem Stall für das zu ändern. Dann müsste sie eine Produktionssteigerung von 20% machen. Eine Produktionssteigerung. Wir haben 2019 gefragt, sie sollen das adaptieren. 2021 ist es endlich geschieht. Ich will just sagen, die Regierung hat Bauern dazu gedrängt, für mehr zu produzieren.
Auf der anderen Seite wäre auch über die Marche zum Teil wirtschaftlich sinnvoll. Mit Politik hat doch Jallo und Donner gesagt. Hallo, geht 180 Kehrtwende gemäht. Dann haben wir über Betrieber, die einen Betriebsentwicklungsplan gemäht. Mein Minister. Sie hat doch genehmigt gekriegt. Sie hat vielleicht gesagt, an einer ersten Phase halt so viel Beispiel, an einer zweiten Phase so viel. Bei der Bank ist das dann natürlich auch so erklärt gehen, die Präen abgeholt, die sind vielleicht nicht in der zweiten Phase, und die gehen lo ausgebremst. Die Betriebe an der Ruin getrieben. Es gibt aber keine Übergangslösungen hier gesehen. Das heißt, wenn man die Ausrichtung nicht gebremst kriegt, wo man hoffen, dass man sie gebremst kriegt, dann müssen aber zumindest Übergangslösungen vorgesehen gehen. Aber wenn man der Landwirtschaft am Vierfeld geschwert gewährt, manchmal wären die Übergangslösungen auch dran. Vom Herrn daneben wäre punisch gesagt, war für uns nach Chloras, man muss nicht fertig springen, dass man nach Jungbauern motivieren, für an die Landwirtschaft zu kommen. Und motivieren, das sind ja nicht alles Idealisten. Motivieren heißt, nur halt die schaffen, und nur halt die schaffen heißt auch, sie müssen können rentabel schaffen. Und genau das, Mensch, muss das Agrargesetz hinweisen. Das ist aber im Moment nicht gehen. Nachhaltigkeit hat ja die ökonomisch, das wir den Dreieck, den ökonomischen Punkt, den ökologischen Punkt und noch den sozialen Punkt. Und auch da so nicht, wenn man eine Betriebsentwicklung 2 Arbeitskräfte, theoretisch Arbeitskräfte begrenzt. 2 theoretisch berechnete Arbeitskräfte, ich meine, der Runde kann ja nur so, und das ist vielleicht nur definitiv nicht mehr eng. Ein Betrieb mit enger Arbeitskräfte, auch der Bauer soll können einen Congé holen, auch der Bauer können so eine Verantwortung auf 2 Schülerinnen. Das geht dann einfach nicht mehr gemäht. Und das ist aber der soziale Standpunkt. Und ich meine, der soziale Standpunkt ist auch extrem, oder ist auch extrem wichtig. So, und ich meine, da wäre Ronny, das ganz Molester, sie ist wirklich vom praktischen Bauer erklärt. Es sind Ronny Gödert und ich bewirtschafte den Milchviehbetrieb zu El. Der Landwirtschaft als Klimaschutz und Naturschutz immens wichtig. Aber wir kriegen die Auswirkungen vom Klimachangement direkt zu spüren. Ich meine, das hat in das Jahr dabei mit der Drisch gesehen. Die Landwirtschaft trägt los schon einen großen Teil zum Klimaschutz bei. Viele Bauern produzieren nachhaltige Energien, zum Beispiel Photovoltaik oder Biogas. An dem Bereich könnten wir noch mehr machen, wenn die Politik die Rahmenbedingungen verbessern, für allem beim Biogas. Da ist auch schon viel Geld investiert, für die Ammoniak-Emissionen aufzusetzen, sei es der modernen Stelle oder bei der Gülleausbringung. Ein großen Teil der landwirtschaftlichen Betriebe machen Energie- und Nährstoffbilanzen, für mit Hand von denen mehr nachhaltig und effizient zu produzieren. Eine europäische Genossenschaftsmolkerei wird sich zum Ziel gesetzt, klimaneutral zu gehen. Milchproduzenten machen hier einen Klimacheck und kriegen daraufhin eine Beratung für Schwachstellen an der Produktion zu erkennen und noch zu verbessern. Durch diesen Klimacheck haben wir auch gesehen, dass wir bei unseren Griechenland-Standorten, eben noch wie heute zu Lützeburg, mit am nachhaltigsten Milch auf der Welt können produzieren. Die Weltbevölkerung weist all das, und die Welt hat Hunger. Das Agrargesetz legt keinen Wert mehr auf die Lebensmittelproduktion. Was wir heute nicht nachhaltig produzieren, das wird auf andere Plätze auf der Welt mit viel mehr einem hohen Impact auf die Umwelt produziert. Als Energieabhängigkeit vom EU-Ausland müsste das ein Lehrer sein. Mit der Lebensmittelversorgung dürfen nicht nämlich gehen. Ich persönlich fahre laut neuem Agrargesetz nicht mehr gewollte Betrieb. Es streichen 200 Milchkühe, allein damit auf 7 theoretischen Arbeitskräfte. Also 2 theoretische Arbeitskräfte oder 50 Milchkühe zu viel. Ich fahre den Betrieb zusammen mit engem Mitarbeiter. Wir gehen unterstützt von meinem 73-jährigen Papa, also keine 7 Arbeitskräfte. Die Größe vom Betrieb hat absolut keinen Impact auf die Nachhaltigkeit vom Betrieb oder von der Produktion. An einem Land mit freier Marktwirtschaft, also eine einzelbetriebliche Obergrenze, eine Absurdität. So mal ein Supermarché ist schön, sie dürften nicht mehr wie 2 Supermarchen am Land betreiben. Margen an der Landwirtschaft sind seit Jahrzehnten darauf, und das gewinnt zum Teil durch Wachstum kompensiert. Politik hat die Bauernperspektive. Kollegen, die ihren Haft zu 2 betreiben, stellen sich froh, ob ihr 2 Familien am Haft können lehren. Die Eltern
wissen nicht mehr, was ihre Kanner solle so, was sie froh für den Haft zu überholen. Merci für Ihre Aufmerksamkeit. Merci Ronny, ich meine auch, dass dem Ronny natürlich auch noch vorstellen, dass so in der war der Praxis gewissen, dass du Agrargesetz eben nicht der Praxis entspricht. Ich komme dann auch auf den Punkt vom Naturschutzgesetz und ich muss so, dass das Urteil vom Verwaltungsgericht mir gefallen hat, dass endlich etwas geschieht. Wirklich endlich etwas geschieht, geht über die Willkür, die zum Teil unsinnig Vorschriften und noch Decisionen. Und noch habe ich gesehen, dass noch durch manche Bauern noch in letzter Zeit geplot sind, weil sie irgendwie bemol zusätzlich Impaktstudie gefragt sind, also ich Stahl vergrößert haben, was der für drin nicht unbedingt der Fall war. Das Naturschutzgesetz hat aber 2018 nicht geändert. Also darum irgendwie anders interpretiert gehen, und das kann nicht sein. Und dafür sind ich auch froh, dass der Umweltministerstaat zurückgezogen hat. Es weiß aber immer wie viel Willkür da an dem Naturschutzgesetz dran ist. Und dafür werden wir erweitern und unsere Förderungen von 2018. Ich meine, da hatten wir 27 Verbesserungsvorschläge mit. 2021 hat man dann 17 gemäht festhalten. Und ich gehe just auf einzelne heran. Und ein ist ganz wichtig, das ist den Artikel 60. Das Regierung hat wirklich unter der Reform von 2018 die Bürger ihre Rechte beschnitten. Ich erkläre das. Bis 2018 hatten Bürger die Möglichkeit, einen Rekurs en Reformation zu machen. Was heißt das? Das heißt, dass den Richter sich nicht nur konnte der Minister seine Decision annullieren, aber er konnte sie auch reformieren und im Prinzip eine Autorisation geben. Das hat aber manchmal eine Partie Leute nicht gepasst. Und dafür ist das 2018 geändert gehen, weil schaut den Rekurs an Reformation nicht mehr mit geschützten Rekurs an Annulation, was heißt das eben, oder der Bürger kann auf Gericht gehen, der Richter kann dann die Decision vom Minister annullieren, aber dann hat der Bürger aber noch einmal keine Autorisation, was möchten also, er geht eine Autorisation bei der selbsten Verwaltung, dem sie ja für drüben nicht gegeben hat, am selbsten Ministerium, dem sie für drüben nicht gegeben hat, und ich meine, brauche ich kein Bild zu malen, was da für ihre Spießrouten läuft. Also fördere wir ganz klar, den Artikel muss direkt geändert gehen. Und dann, meine ich auch, was für die Landwirtschaft wichtig ist, an dem Naturschutzgesetz, an der ganzen Prozedur brauchen wir mehr Transparenz. Es gibt Schutzzonen oberlöscht, ohne dass irgendjemand informiert wird. Wenn Schutzzonen auf ein Terrain gelöscht gehen, dann muss der Proprietär informiert gehen darüber. Sonst kann er ja nicht mehr machen. Hanno hat er vielleicht irgendetwas zerstört, wo er mal nicht wusste, dass etwas da wäre. Und er riskiert mit den Strafen, die im Naturschutzgesetzen auch noch ganz heftig müssen zu bezahlen. Dann bauen an der Gringzone. Das die Landwirtschaft passt zum Teil nicht mehr an der Fall, könnte also an die Gringzone. Das ist aber da ganz extrem restriktiv. Das heißt, da brauchen wir Anpassungen über die Genehmigungsprozeduren, die müssen beschleunigt gehen. Über die Impaktstudien muss man klar definieren, Gewinn muss ein gemäht, Gewinn muss kein gemäht gehen. Über die Kriterien, wie ihr Wohnhaus darf ausgesehen bei den Bauern. Noch da, das steht nicht am Gesetz, wie du wird über irgendetwas vorgeschrieben. Restriktiv, ziemlich restriktiv. Auch von denen, in der ich da brauche, im Betrieb, und sie sind vielleicht 2 Familien, also das ist nicht einfach. Und dann die unnütz, wirklich schwachsinnige Vorschrift, dass von an einem Haus, und das betrifft nicht nur mit Bauern, oder ein normales Haus an so einem Wert. Von den Bannen, wenn wir von Haien an so einem Wert werden, wir geben die da Mauer rausrappen, für vielleicht Toilette haben und mit groß zu machen, und dann geben wir eine Mauer, bis wir Haien sitzen. Da müsste man eine Autorisation vom Umweltministerium. Das hat ja null Einfluss, wirklich null Einfluss auf irgendeinen Full, der rundherum fliegt, es hat null Einfluss auf den Naturschutz, es hat null Einfluss auf den Klimaschutz, das ist just so für die Leute zu planen. Und die Sachen, die müssen raus aus dem Gesetz. Und dann, wir sprechen von Alternativen, dann müssen die Alternativen, schon gesagt, Bauern gehen da meistens dann gebremst, also nicht in die Verwaltung geht, aber dann müssen die Alternativen auch erlaubt gehen an der Grenze. Ich gehe just per Beispiel, ich könnte beim Wein Weihstoff so, wo die Schwierigkeiten gehen, ich kann beim Bauer Ferien auf den Bauernhof so, ich meine, die Leute gehen nach Frankreich und hier so ein Wert in Gite wohnen, da sind sie froh, was sie das können machen, wobei sie Bauern das wollen machen, dürfen aber nicht. Oder etwas, was Mensch ziemlich viel gebraucht wird, Hundspensionen zum Beispiel, wo man am Stall Platz frei hätte. Für was soll der Bauer dann nicht können, da
eine Hundspension abmachen. Ich hatte das 2018 gefragt gehabt, hätte ich es nämlich nicht gefragt, ich könnte mich in all dem rausrennen, hätte ich es nicht gefragt, da wäre es vielleicht nicht explizit dran geschrieben gehen. Dass du explizit dran geschrieben gehen, dass es verboten wäre. Aber das ist ja aber Schwachsinn. An Mengen an ist das Schwachsinn. Das heißt, wir brauchen ganz dringend die Anpassungen. Ich mich nur an Eifer reden, weil ich just aufschließend so, die Landwirtschaft ist definitiv als primären Wirtschaftssektor, die Landwirtschaft und Klimaschutz und davon sind nicht und davon sind mehr überzeugt, die gehen wir den die muss noch mal den gehen. Und da ist die Landwirtschaft sich auch davon das bewusst. Also sie wissen dadurch, sie wollen dadurch. Und dafür muss ich auch so dafür muss auch Sektor geguckt, die wir Marschrichtung vom Agrargesetz festzulegen. Den Zug definitiv schon zu weit geführt ist und dafür hoffen wir wirklich, dass der Minister das nach möchte, am besten direkt und dass er auch bereit ist, eine Anpassungen zu machen. Wie gesagt, ein Betrieb, der klimafreundlich schafft, der kann nicht einfach durch eine pauschal politische Decision aus einer Entwicklung ausgebremst, just weil der Regierung, weil das mir einfach ist, wie andere Kriterien, Nachhaltigkeitskriterien zu gucken. Dafür brauchen wir eben eine Politik, die nur bei den Leuten ist, eine Politik, die zielführend ist, die nachvollziehbar ist und definitiv frei von der Willkür ist. Aber wenn wir heute zu Lützeburg gerne eine Landwirtschaft behalten, ich meine, der Runde hat erklärt, dass viele Leute nicht mehr interessiert sind und sich schon überlegen, rauszuklammen, aber dann müssen wir anders mit den Bauern umgehen.